Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite, Seebestattung Episode 2 auf Pelzig und das mal auch mit gescheiter A-Moderation, also sorry für die letzten zwei Dinger, mega Abmoderation und Anmoderation. Ich wusste einfach nicht, wann das zu Ende ist und das scheint sich zu so einem Everlast DLC zu ziehen. Wenn man das blind spielt, ja, sorry, das kann leider mal vorkommen. So, jetzt suchen wir aber mal noch dem Ass im Ärmel. Plasmide, ja. Hallo, du lustiger Minuteman. Das sieht ein bisschen aus wie dieser Minuteman bei In Time. Ja, okay, der macht anscheinend nichts. Der guckt nur blöd mit seinem Hiedel auf dem Kopf. Mit seinem Baseballschläger neben dran. Da komme ich nicht durch. Ich habe jetzt auch keinerlei Waffe mehr. Das heißt, ich kann schleichen und ich kann mal wieder jemand auf die Gosch hauen. So. Aha. Herr Totenmann. Finde das Ass im Ärmel. Ja. Alles klar. Dafür muss ich da entlang. Okay. Ah, hier geht's dann weiter. Nett, nett, nett. Ach, lesen wir da erstmal Koetz. Heieiei. Oh. Dr. Souchongs gebührenfreie Klinik. Ja, da beginnt der Zauber. Frank Fontaine hat da was zu sagen? Souchong, was haben Sie sich dabei gedacht? Trinkbare Plasmide? So brauchen wir 10-mal mehr Adam im Vergleich zu den Injektionen. Und falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist, diese Meeresschnecken wachsen nicht auf Bäumen. Wechseln Sie wieder zu den Injektionen und überlassen Sie es den Typen vom Marketing, das Zeug an den Mann zu bringen. Arschwitzig, jetzt weiß ich es endlich wieder. Mir kam die Stimme von Atlas bzw. Fontaine so absolut bekannt vor. Jetzt weiß ich es wieder. Der Typ, der Synchronsprecher, der heißt Dietmar Wunder. Das ist die standarddeutsche Synchronstimme von Adam Sandler und von Cuba Gooding Jr. Ich wusste doch, dass ich die Stimmen kenne. Okay, das sind die Bohrer von deiner Big Daddies. Ja, diese Panzeranzüge, das gerade mit diesen Noppen da aber drauf, wo dann die Lichter rauskommen. Gebrüder Caballero oder so hießen die. Die haben schon ziemlich früh solche Panzertauchanzüge hergestellt, weswegen die Designs auf die Gebrüder Caballero hießen die, glaube ich, zurückgehen. Und auch um 1920 rum oder so hat es auch schon einer gegeben. Der sieht aber eher zylindrisch aus, der Panzeranzug. Ich glaube, Dodefu hätten sich die auch von Bioshock inspirieren lassen. Könnt ihr mal nachgucken über Google. Unglaublich cool, unglaublich interessant, wie solche alte Panzeranzüge aussehen und wie sehr die mit den Bouncer Big Daddies vergleichbar sind. Nur so als interessanter Fun Fact. Alter, und die Musik dazu. Ah, die hohe Probe von Elizabeth. Alter, die Musik will hier so gar nicht dazu passen. Fehlt nur noch, dass Walking on Sunshine dazu kommt. Uah, Alter. Eine Vita-Chamber. Prototyp. Haha. Ja, so allmählich schließt sich der Kreis, ne? Was mir André, beziehungsweise Andreas, ja, ich nenne dich aber lieber André, gesagt hat, ist so, dass ich bei Bioshock Infinite leider das Outro abgecuttet habe mit Will the Circle Be Unbroken, was dann die Synchrosprecher von Elizabeth und Booker singen. Und ach, Syldraka hat ja schon geschrieben in den Kommentaren, Will the Circle Be Unbroken? So allmählich schließt sich der Circle hier wieder. It's the Circle of Knives. Scheiße, das ist nicht the Circle of Life, sondern the Circle of Knives hier. Ach du Scheiße. Little Sisters, die haben mit ihrer Schmink-Gruselmaske wohl so ein bisschen Angst vor dem Bouncerino. Ja, gruselig ist außerdem auch noch, dass es als wieder diese Scheiße hier macht. Es kotzt mich an. Ja, ihr merkt dann immer auf jeden Fall, wann ich wieder eine neue Session ansetze. Es kotzt mich an. Mascha. Hallo? Mädels? Mit eurer Adam Spritz. Big Daddy bewegen. Will ich das? Ich glaube, den will ich nicht bewegen, wenn der so halberfähig ist. Aber ich muss ja wohl, ne? Ach, du arme Sau. Na gut, muss ja wohl. Okay. Mal
sehen, was wir tun können. Berühre mich nicht während... Mr. Monster ist böse. Mr. Monster nennen sie denn. Bleib weg von ihm. Gruselig. Hey, ist schon okay. Er kann keine mehr was tun. Berühre mich nicht, während ich gelb leuchte. Oh Gott, der steht 100% auf. Ja. Jetzt leuchtet er rot. Nicht so gut. Kannst du ein bisschen rutschen? Ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll. Ich habe keine Ahnung. Nein, er ist nur verletzt. Er braucht jemanden, der weiß, wie man ihn repariert. Oh oh. Vielleicht gibt es hier ich weiß nicht, gibt es hier vielleicht Unterlagen zu ihm oder so? Klar, Boah, ich geh mal lieber weg. brauche ich nichts fragen. Ja, die haben keine Ahnung. Finde einen Weg, den Big Daddy zu reparieren. Ja, also von denen kann ich nichts erwarten. Hier werden anscheinend auch die Bouncer gezüchtet bei Dr. Suchongs Horror-Grusel-Arschloch-Labor. Na? Ja genau, ihr habt's nötig, den Big Daddy als gruselig zu bezeichnen, so wie ihr ausseht. Okay, ja, ach, einfach mal so ein Schädel drin, das ist immer nicht schlecht. Ach, Gott erleid. Dr. Suchongs Kabinett des Grauens. Boah. Wie hieß es nochmal? Das Horrorkabinett des Dr. Caligari oder wie das hieß? Das Kabinett, glaube ich, einfach nur das Kabinett des Dr. Caligari, der 1920er Film. Verschlüsselt. Der Big Daddy lässt sich nicht prägen. Wenn er sich nicht auf sie prägen lässt, was nutzt er dann der Little Sister? Sie mag ihn nicht, er mag sie nicht. Situation ist ausweglos. Inakzeptabel. Das heißt, ich muss ihn jetzt prägen oder was? Da ist anscheinend die Technik noch gar nicht so weit, dass die Big Daddies hier geprägt werden auf Little Sisters. Das scheint ja wohl wirklich erst kurz vorm Untergang von Rapture passiert zu sein, weil Silvester 58 auf 59 hat der Bürgerkrieg so allmählich angefangen und 59 auf 60 war Rapture dann schon noch im Bürgerkrieg total hinüber. Interessanterweise erst in der Bürgerkriegsphase, dass ein Big Daddy sich auf eine Little Sister prägen lässt. Warum auch nicht? Hätten diese dummen Monster halbwegs Verstand, würden sie einsehen, dass sie ohne Little Sister nicht überleben können. Nur eine Sister liefert ihnen für sie genetisch passendes Adam. Keine Little Sister, kein Big Daddy. Okay, das heißt, ich nehme mir jetzt so Little Sister am Schlawittel und knall die so lang gegen den Schädel von dem Big Daddy, bis sie sich prägen, oder was? Oh Mann, ich will nicht. Vor allem, weil ich keinerlei Waffe habe. Ich habe keine Chance, an dem Hansel vorbeizukommen. Ich muss etwas tun. Ja, wie gesagt, jetzt nehme ich die und schlag sie so lange gegen den Kopf, bis sie sich vereinen. Hopp. Big Daddy helfen. Scheiße. Big Monster ist krank. Big Monster Schon ist gut, krank. bitte, ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann. Er braucht Adam. Ich habe keines. Ich weiß nicht, was ich tun soll. soll. Das ist nicht, wir können helfen. Alter, ihr mit eurer Gruselbaby-Stimme. Ja, genau. Zwacken mal ein bisschen Adam rein. Ihr vollgepumpte kleine Monster. Einfach in den Arm injiziert. Und? Bisschen Splice und schon Love die Geschichte, ne? Jetzt ist er auf die wahrscheinlich geprägt. Und er ist zumindest grün. Boah, ist das gruselig. Aber trotzdem beeindruckend und irgendwie cool. Der Löwe mit dem Dorn in der Pranke. Boah. Oh Gott. Irgendwie ist das creepy, aber auf irgendeine Art und Weise ist es auch irgendwie wunderschön, dass die genetisch Mutierte hier noch so einen Arschloch zueinander finden. Bitte tu mir nix. Ich will euch nix. Euer Familienglück stehe ich nicht im Weg. Boah, Gott. Boah, ist das creepy. Also ich muss wirklich sagen, ich kann es jetzt auch nur zum 5000. Mal wiederholen. Seebestattung 2 legt doch deutlich wieder mehr Wert auf den Survival-Horror-Aspekt von Bioshock
Draußen schwimmt noch ein Hai rum. Kognitive Konversion. Ah, na, das ist... Ach so, Bild aus der Hölle. Präfrontaler Kortex. Irgendwelche höchst lustige Gleichungen mit Delta und mit A durch X. Ja, genau. Delta hoch X geteilt durch H. So sehe ich das auch. Also wenn man irgendeinen Physiker oder so zuguckt oder irgendeinen Mathematiker, kann er mal das gerne mal erklären, was da steht und ob das Quatsch ist oder ob das stimmt, was da steht. Ich vermag sowas nicht zu beurteilen. Der in Mathe und Physik immer total durchgefallen ist. Audiotagebuch von Suchong. Dann erzähl doch mal was, du gruseliger Dr. Frankenschwein. Okay, war nix. Dann gucke ich mir das dann nochmal so an. Gedankenkontroller. Erzähl mal. Ach, das ist wieder das. Danke, Papa Suchong. Oh, Brich ihm das Genick. Alter. Oh, das ist wieder das mit dem Welpegenickbrecher, um jemanden zu zwingen mit Adam. Das ist so widerlich und krank, wofür ich den Typ hier echt gehasst hab. Ist das dein Welpe? Er ist sehr hübsch. Danke, Papa Suchong. Brich ihm das Genick. Was? Brich dem süßen Welpen das Genick. Nein, bitte. Brich dem Welpen das Genick. Wärst du so freundlich? Nein. Nein. Sehr schön. So ein kranker, widerlicher Scheißtyp von Bastard, Alter. Ah. Send to Ryan. Ja, und das ist diese "Wärst du so freundlich" Kodierung. Das, was auch Atlas bei Jack gemacht hat. Mit diesem "Wärst du so freundlich". Suchong, wenn ich etwas weiß, dann das. Es steht in ihrer Macht, ein anderer Mensch zu sein. Was kann Ryan uns nehmen, dass wir nicht schon auf dem Altar der Erkenntnis geopfert haben? Es sind Kinder, Little Sisters. Und ja, sie werden vergessen. Aber sie und ich nicht. Die Erinnerung an unsere Taten verblasst erst, wenn alle Lichter verlöschen. Tannenbaum. Sehr poetisch, aber trotzdem sind's beides irgendwie Monster, die an der Forschung beteiligt waren. Ach, Mann, ist das heftig. Aber irgendwelche Bewegungen hat der Big Daddy auch wieder gemacht. Ich habe hier das Geräusch wieder gehört und die Little Sisters haben auch was gesagt. Ja. Die sind wieder aufgebrochen. Ich hoffe nicht in meine Richtung. Ich habe keinen Bock, durch so einen Bouncer zu sterben. Ich hoffe dass Elizabeth das Ganze heil überlebt. Protektor Systemplasmid Charge Nummer 255. Dr. Suchong. Kunde Ryan Industries. Ein sehr frustrierender Tag. Ich kriege die verdammten Big Daddies einfach nicht auf diese kleinen Gören geprägt. Die Beschützerhaltung baut sich einfach nicht. Okay, das war ja auch das, wo er, wie gesagt, was wir in Bioshock 1 gefunden haben. Der ist ja während der Prägungsphase gestorben. Der hatte dann auch gemeint, er kriegt sie nicht geprägt, war frustriert. Dann kam Annie von Little Sister und wollten einfach nur was schenken. Er hat sie gekloppt und dann hat der Big Daddy ihn zerschnippelt. Das finde ich einfach nur gerecht. Ich hoffe, wir sehen das noch. Als so ein Scheißkerl wie Suchong. Weg da! Ja, das ist es. Vielleicht, wenn ich die Gensequenz Das ist der Moment. verändere und die Sequenz so anpasse, dass... Papa Suchong! Papa Suchong! Verschwinde, du dreckige Mistgöre! Ja, das sind die Little Sisters, die ich geprägt habe auf ihn. Was machst du da? Zurück! Zurück! Das geschieht dir recht. Scheißkerl. Ups, jetzt bin ich dran. Nein, ich will nicht. Oh, okay. Gott sei Dank. Okay. Ja, das waren die Little Sisters, die ich selber geprägt habe. Und die sind dafür verantwortlich, dass Suchong stirbt. Ja, jetzt schließt sich der Kreis mal wieder. Wie geil ist denn das? Wie geil ist das? Ich habe hier, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal von dem Moment hier erzählt. Und jetzt hat es ihn tatsächlich erwischt. Und schuld war im Prinzip Elizabeth, die wir hier spielen, die 2 Little Sisters auf den Big Daddy geprägt haben. Und der
Hat ihn jetzt gekillt. Sehr gut. Das ist das Ass. Ja, sieht so aus. Ja, das Audiotagebuch kann ich jetzt auch nicht finden. Das ist das, was dann Jack Ryan finden wird. Und so wird er auch Suchong finden. Mit dem Audiotagebuch. Ha. Das ist es. Und es heißt? Das ist das Ass im Ärmel? Das ganze Leid, das ganze Sterben, nur dafür? Wow. Kehre zu Atlas zurück. Uah. Also sie sind schon verdammt gruselig, diese Big Daddies. Und ach hier, diese ganze Szenerie ist schon ziemlich pervers. Ja, der Kreis schließt sich, so wie es aussieht. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich nicht mehr so besonders lang, oder? Wand betreten. Das ist wieder so ein Little Sister Waisenhaus hier, oder was? Okay, hat sowas Großartiges haben wir hier nicht. Ah ja, das ist hier Dr. Yi Suchong, MD, freie Klinik. Da kommen wir ja auch mit Jack dann später rein in Bioshock. Also was heißt doch später? Wir kamen ja schon mit Jack in Bioshock Ends hier rein. Okay. Bitte sei nichts da. Keine Fratzen oder so. Dankeschön. Ich hoffe, hier sind keine Splicer. Gatherer's Garden. Igitt. Mann, ist das räudig. Ach, ist das ekelhaft. Ah, das sind sie schon. Die ganze Kasper. Hier wird nochmal gespeichert. Okay, da stehen sie schon mit Sally. Oh, jetzt kommt's große Finale, glaube ich. Hey Schwester, hier sind wir. Ich bitte es nochmal zu entschuldigen, falls es jetzt wirklich nicht vorbei ist und die Episode länger wird und dann auch wieder gecuttet werden müsste. Bitte ich im Vorfeld zu entschuldigen, falls dem so sein sollte. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich das Ende. Hast du es? Ich habe es. Das Dann sind gib her, zwei sind damit ich diese Splicer. Göre endlich loswerde. Die zwei sind Splicer und die drei Atlas und seit zwei Handlanger sind noch Menschen. Bitteschön. Wissen Sie was? Andrew Ryan hielt mich für ein Dummchen. Aber er hat sich geirrt. Nicht ich bin die dumme Atlas. Sie sind der Dumme. Gut. Wir wissen beide, was jetzt passiert. Also machen Sie schon. Naja, wenn du drauf bestehst. Oh nein! Uah. Nein! Nein! Das Flugzeug, wo Jack drin sitzt. Am Anfang von Bioshock Ends. Was heißt das? Das ist doch nur Buchstabensalat. Der ist das Ass im Ärmel, Jack Ryan. Steht da, du Miststück! Hey, 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 hey! Sag mir, was da steht! Hätte er so eine totgeschlagene wüsste das, der Scheiß-Typ. Oh oh. Da Ja. steht, Wärst du so freundlich. wärst du so freundlich. Wir haben den Aktivierungscode. Jetzt brauchen wir diese genetische Missgeburt nur noch in ein Flugzeug zu schaffen. Und Rapture gehört uns! Ach, die Henry Jack Ryan schon. Jetzt bringt er auch noch Elizabeth um, der Scheißer. Der Sklave gehorcht. Das sind jetzt die ganzen Ereignisse von Bioshock Ends. Nur wenn man ein Leben rettet, rettet man die ganze Welt. Du bist ihr wahrer Retter. Und da ist Fontaine. Fontaine, der hochgespleist von den Little Sisters getötet wird.
Ich kann alle Türen sehen. Okay. Und was hinter all den Türen ist. Jetzt ist er wieder soweit. Und hinter einer von ihnen, es ist kaum zu glauben, sehe ich ihn. Jack. Der Hauptcharakter von Bioshock Ends. Uah. Und Sally überlebt. Und so schließt sich der Kreis. The circle will be unbroken. Alter Falter. Also im Endeffekt hat Trophäe erhalten in Silber voll bezahlt. Im Endeffekt hat Elizabeth jetzt wirklich die Ereignisse von Bioshock Ends vorbereitet. Sie war dafür verantwortlich, dass es so kommt, wie man es in Bioshock Ends findet. Und damit haben wir wieder den Kreis geschlossen. Das ist unglaublich und sehr, sehr cool gemacht. Im Endeffekt haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben Bioshock Ends gespielt, haben die Ereignisse so gemacht, wie sie kommen. Und in Bioshock 2 dann auch wieder. Das ist relativ unabhängig zu Bioshock Ends eigentlich. Bioshock 3, sehr kompliziert dann mit Infinite. Was da dann wieder abgeht, aber auch da kommt alles so, wie es kommen muss. In Seebestattung Ends, in Burial at Sea, Episode Ends, ist der letzte Comstock 8 tot. Das heißt, es gibt nur noch Welten und Wahrscheinlichkeiten mit Booker DeWitt, der nicht die Taufe annimmt und nicht zu Comstock wird, sodass es theoretisch nie zu Columbia kommt. Und durch die Welt, die wir hier nochmal betreten haben, haben wir nochmal so letzt die Columbia-Welt betreten, wo aber auch alles kommt, wie es kommen muss. Dass Elizabeth im Endeffekt dann auch die Daisy Fitzroy tötet, die das eigentlich freiwillig macht, sich umbringen lassen. Und die Luteces bereiten das alles vor, dass es so kommt, wie es kommen muss, damit der Storyablauf, wie wann von Bioshock Ends bis Infinite gespielt haben, ungebrochen bleibt. Das ist unglaublich cool gemacht, dass wir hier an sich einen geschlossenen Kreis haben. Und dafür bewundere ich gerade 2K Games. Unglaublich geil. Ein super Meisterwerk von einem Spiel. Einfach nur genial. So hat sich alles zum Schluss ergeben und geschlossen. Und alles ist wieder logisch. Ach, jetzt singen sie auch. Okay, hier schneide ich anscheinend nicht Will the Circle Be Unbroken ab. Watch the sunrise from a tropic isle. Just remember, darling, all the while you belong to me. See the marketplace in old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember, when a dream appears, you belong to me. And I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too, and blue. Fly the ocean in a silver plane. See the jungle when it's wet with rain.
Just remember till you're home again, you belong to me. I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too, and blue. Fly the ocean in a silver plane. See the jungle when it's wet with rain. Just remember till you're home again, you belong to me. Yeah? Maybe got it. Wunderschön. Wunderschön, ja. Ja, was mir zum Schluss nur noch bleibt, ist wie gesagt zu Sarah, dass sich hier der Kreis geschlossen hat. Und Elizabeth stirbt zwar, aber eine Inkarnation von Elizabeth, und zwar die Little Sister Inkarnation Sally, wird weiterleben. Das heißt, auch Elizabeth ist als Elizabeth zwar weg, so wie Booker DeWitt als Comstock weg ist, aber trotzdem existieren beide noch auf anderer Ebene und das ist irgendwie auch wunderschön. Auch wenn sie nicht mehr als allmächtig bzw. als der Erzbösewicht fungieren, sind sie trotzdem beide noch irgendwie vorhanden auf anderer Ebene. Ja, ich überspringe das jetzt auch einmal. Mir bleibt zum Schluss nämlich auch nur noch zu Sarah, dass ich, hoppla, ja, genau, zurück zum Hauptmenü. Mir bleibt zum Schluss auch nur noch zu Sarah, dass es erstmal keinen Nachfolger geben wird, weil das Semester wird für mich ziemlich aufwühlend und ziemlich arbeitsreich, da ich meine Masterarbeit schreiben werde ab April 2018. Deswegen muss ich mein Let's Plays leider stark reduzieren, ihr liebe Leute. Es tut mir echt leid. Ich hoffe, ihr nehmt mir's nicht krumm, aber Masterarbeit geht einfach vor. Und deswegen werde ich für Bioshock erstmal keinen Nachfolger haben. Wenn mein Masterarbeit geschrieben ist, Ende 2018, kann ich mal wieder drüber nachdenken, mehr als 1 oder 2 Let's Plays zu machen. Aber bis dahin bleibt's bei 1 oder 2 Let's Plays leider nur. Ich hoffe trotzdem, ihr habt Spaß gehabt mit der Bioshock-Rolle, nicht Rolle. Ihr habt Spaß gehabt mit der Bioshock-Reihe, weil mir hat's unglaublich viel Spaß gemacht. Die Bioshock Collection war extrem geil und es hat sich absolut gelohnt. Ich fand's großartig, vor allem dieses Ende, wo wirklich der Kreis geschlossen wird. The circle is unbroken. Der Kreis schließt sich auch und bleibt ungebrochen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ihr liebe Leute. Verpasst da nicht mal andere Let's Plays. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder bei einem anderen Let's Play, wenn ihr wollt. Machen's gut. Ayan Yankee.